Die Unterindaler Weihnachtsbläser, die haben uns hereinbegleitet wieder in die warme Stoffelhäuselstube, heute zur letzten und 4. Adventssendung. Natürlich habe ich auch heute wieder einiges für euch vorbereitet, aber davor darf ich die 4. Kerze an unseren Adventkranz anzünden. Ja, der Rauch geht auf, aber jetzt will ich euch etwas von die Rauchnächte erzählen. Die Rauchnächte, ein Gedichtel von Hans Ausserlatscheider 1924. Vor genau 100 Jahren ist er geboren worden und hat in St. Margrethen bei Buch gelebt. Rauchnächte. Der Hof versinkt im Flockenwehen. Die Rauchnächte sind wunderschön. Das Laute wird nun sanft und leis. Das Leben schrumpft zum kleinen Kreis. Die Menschen kommen sich so nah, als säße Gott am Tische da. Und selbst die Toten kommen weit herüber aus der Ewigkeit. Und jetzt spielt ins Edelholz ein Stickel für'n Dominik. Nach dem Musikstickel, da gehen wir jetzt wieder in die Backstube zu der Martina, die was uns heute letztmalig nur einmal ein weihnachtliches Gebäck machen wird. Und was das ist, das erzählt sie euch gleich selber. Grüß dich, heute machen wir die Lebkuchenwickerl. Dazu brauchen wir einen Butter, Honig, Lebkuchengewürz, ein Natron, Roggenmehl, Staubzucker, Eier, Zitrone und ein Zimt. Der Butter wird jetzt mit dem Staubzucker schaumig gerührt. Der Honig wird jetzt leicht erwärmt.
Und dann stellen wir ihn ein bisschen auf die Seiten zum Überkühlen. Die Eier kommen jetzt zum Butter. Jetzt tun wir gleich die Zitrone ins Mehl einreiben. Und das Mehl mischen wir uns jetzt gleich die Gewürze, das Lebkuchengewürz, ein Zimt und ein Natron. Der Honig ist jetzt abgekühlt. Jetzt können wir der Masse dazugeben. Dann können wir gleich das Mehl mit der Gewürzmischung dazugeben. Und zu einem glatten Teig kneten. So, jetzt kneten wir uns den Teig noch einmal ein bisschen auf dem Brett glatt. Wenn er zu weich ist, kann man ruhig noch ein bisschen Mehl dazugeben. So. Während der Lebkuchenteig jetzt kühl gestellt ist, bereiten wir uns die Fülle für die Lebkuchenwickerl vor. Wir haben uns jetzt hier ein Wasserbad hergerichtet. Da haben wir jetzt die Schokolade erweichen. Inzwischen schneiden wir uns die Früchte. Da haben wir Feigen, die schneiden wir uns ein bisschen würfelig. Dann haben wir die Aranzini, die werden wir uns auch noch ein bisschen feiner schneiden. Dann werden wir die Rosinen noch ein bisschen kleiner zusammenschneiden. So werden die ganzen Zutaten zusammengemischt. Dann werden wir uns noch die Walnüsse und die Haselnüsse ein bisschen kleinern. Dann ein Rum dazu, ein Stamperl und ein bisschen Zimt dazu. Inzwischen ist die Schokolade auch schön erweicht. Dann geben wir die dazu. So, jetzt war die Fülle für die Lebkuchenwickerl zubereitet. So, jetzt haben wir da den gerasteten Lebkuchenteig. Jetzt werden wir uns für die Lebkuchenwickerl da den Teig ausrollen. So circa einen halben Zentimeter dicken Teig. Da schneiden wir uns jetzt so Rechtecke aus, so circa die Größe. Dann tun wir die Fülle drauf. So in der Mitte verteilen. Dann schlagen wir das so wie bei einem Strudel ein. Streichen das ein bisschen mit einem Ei. Da habe ich ein versprudeltes Ei zum Bestreichen und formen da so nette Weckerl. Das Ganze legen wir dann auf ein bemehltes Blech. Das verzieren wir dann noch mit der Belegkirsche und mit weißen Mandeln. Und jetzt backen wir das bei 170 Grad ca. eine Viertelstunde. Und so schauen sie dann aus, die Lebkuchenwickerl, wenn sie fertig sind. Inzwischen ist schon das Lebkuchenweckerl bei mir eingetroffen, was mir die Martina backen hat. Wunderbar schaut es aus wie ein Lebkuchen, aber es ist sehr gut gefüllt. Werden wir gleich probieren, ob man das dann auch anderen Leuten anbieten kann. Aber da habe ich bei meiner Martina überhaupt keine Probleme gesehen. Ein Wahnsinn. Hoffentlich gibt es das Rezept nicht her. Und jetzt haben wir uns gleich noch ein Stück noch für die Unter-Indoler Weihnachtsbläser.
mir hat jetzt der Bruder René aus dem Franziskanerkloster in Schwarz Platz genommen. Lieber René, aus Franziskaner, man weiß ja, Franz von Assisi war eigentlich der Erste, der eine Krippe, eine lebende Krippe gestaltet hat. Was bedeutet die Krippe für dich als Franziskaner? Ja, also ich habe die Krippe natürlich schon als Kind immer kennengelernt, und wir haben das natürlich auch zu Hause gehabt. Und für mich als Franziskaner habe ich das natürlich ganz neu entdeckt, weil als Franziskaner habe ich Jesus eigentlich ganz neu erfahren, beziehungsweise ich bin ja eigentlich nur Franziskaner geworden, weil mit 18, 19 Jahren irgendwie, wie soll man sagen, ein Feuer gefangen habe für den Glauben an Jesus. Und natürlich ist die Feier der Geburt Jesu natürlich ganz was Besonderes. Gell? Und die Krippe, die das darstellt, dass dieser Gott, der große Gott, der mächtig ist, der alles geschaffen hat, der hinter allem steht, hinter Urknall, Universum, wie man immer das auch sieht, dass der greifbar wird, sichtbar wird. Das ist unser christlicher Glaube. Und das ist für mich schon was Großartiges, das zu feiern. Nämlich, dass wir in diesem Jesus Gott selber sehen, was er sagt, was er tut. Da wird Gott sichtbar. Und deshalb ist für mich eigentlich Weihnachten ein ganz großes Fest, wie es für Franziskus auch ein ganz großes Fest war. Mhm. Er war ja sehr berührt auch von dieser Tatsache und hat deshalb ja die erste Krippe dargestellt, auch in Greccio. Das war 1223. Weil er wollte das möglichst greifbar und sichtbar haben, wie Gott selber in die Welt steigt, in diesem Kind von Bethlehem. Mich faszinieren von allen Orten eigentlich die Franziskaner, weil die ja oft auch als mindere Brüder, oder, ja, bezeichnet werden und die, was wirklich alles hinter sich lassen. Andere haben ja schöne Klöster und Dinge und alles. Und bei euch ist wirklich, dass man alles ablegt, alles weglässt und dass er wirklich in dem, in die Stapfen von Jesus irgendwie tritt. Also, das bewundere ich. Und meine Frage ist jetzt, du machst ja sehr viel auf Social Media etc. Und viel mit jungen Leuten. Was ist da dein Hintergedanke? Ja, erstens bin ich schon immer gern mit jungen Leuten zusammen gewesen. Ich habe auch sehr tolle Erfahrungen gemacht als Jugendlicher, auch bei Pfadfindern, auch in der Musikkapelle, in unserer Jugendgruppe in der Musikkapelle. Und ich war schon in den Anfängen meines Priesterseins mit jungen Leuten zusammen und ich spüre da meinen Ruf, irgendwie mein Charisma, einfach jungen Leuten zu begegnen und sie zu begleiten auf dem Weg des Glaubens. Deshalb, ich bin zum Beispiel in der Schule tätig und ich leite auch Bergwochen und Besinnungswochenenden. Wir haben zum Beispiel auch Bergwochen, ein Skitourenwochenende. Jetzt habe ich dann auch schon im Sommer habe ich 3 Sommerbergwochen. Da haben wir eine Bergwoche, wo wir noch wandern durch Zillertal, heuer über den Berliner Höhenweg und dann 2 Bergwochen, wo wir Gletschertouren machen und dann auch auf Klettersteigen gehen und so. Und ich versuche da einfach, wenn ich da mit jungen Leuten zusammen bin, erstens einmal sie als Gruppe zu führen auch, und ihnen eine Erfahrung des Sports zu geben auch. Das ist eine Alpenvereinsveranstaltung, die ich mache. Ich bin ja geprüft im Alpenverein. Und dann ist es mir wichtig, bei diesen Veranstaltungen auch den Glauben weiterzugeben. Also wir feiern da Messen, ich gebe Glaubensimpulse, wir machen Gespräche über den Glauben und so. Und ich entdecke da immer wieder, wie Leute fasziniert sein von den Erfahrungen, die sie da machen. Nämlich Gemeinschaft, Natur, Sport und Glauben. Wenn man jetzt so ein bisschen das 2024 Jahr Revue passieren lässt, tut sich ja viel in der Welt, also nicht nur Positives, sondern leider sehr viel Negatives. Was sind deine Weihnachtswünsche für 2024 persönlich? Ich wünsche mir selber, dass ich mich immer wieder neu für das Licht, für das Gute öffne, dass wir ja feiern, dass es in Jesus in die Welt gekommen ist. Und ich wünsche das allen Leuten, dass sie entdecken, dass es die Kraft des Guten gibt und die Macht des Guten. Aus meiner christlichen Sicht ist die eben in Jesus, hat er einen Gipfel angenommen in unserer Geschichte und ist in Jesus am greifbarsten geworden und am zugänglichsten, diese Macht des Guten, die Macht Gottes. Und das wünsche ich mir, dass ich neu diese Macht aufnehme, dass ich neu in der Beziehung mit Jesus stehe und in dieser Beziehung weiterleben kann. Und ich glaube, jeder muss bei sich selber anfangen. Und wenn ich bei mir selber anfangen kann, dann kann ich ein Stück Frieden in die Welt bringen, ein Stück Licht in die Welt bringen, dort, wo ich lebe. Deine Wünsche noch für die Tirolerinnen und Tiroler, die was uns zuschauen?
Ja, meine Wünsche für die Tirolerinnen und Tiroler seien eben, dass wir festhalten auch an den guten Traditionen, die wir haben. Und das ist eben auch der christliche Glaube, der Glaube an Jesus, der ja so sichtbar ist auch in unserem Land. Dann bedanke ich mich herzlich für dein Kommen, wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest, jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr, mach weiter so. Und uns begleitet jetzt die Gruppe Vierkle mit einem schönen Walzer in den weiteren Advent. Unsere 4. Adventssendung, die ist jetzt auch schon vorbei. Ja, und Weihnachten ist nicht mehr weit. Herzlichen Dank, dass uns die letzten 4 Wochen begleitet habt. Ich hoffe, dass ein bisschen was Interessantes dabei war und denke, die Musik in adventliche und weihnachtliche Stimmung gebracht hat. Ich wünsche euch alle eine wunderbare Weihnacht und jetzt auch schon einen guten Rutsch aufs neue Jahr und dass wir uns nächstes Jahr alle gesund wiedersehen. Und die Unterindaler Weihnachtsbläser, die werden uns jetzt Richtung Weihnachten hin begleiten.